Liebe Lehrende, willkommen bei Profi Lehre Plus. Mein Name ist Alexander Fehr, ich bin Projektleiter und Verbundkoordinator für das gemeinsame Projekt aus dem Qualitätspakt Lehre für die Förderung der Weiterbildung und zur Steigerung der Qualität in der Hochschullehre. Heute wollen wir in unserem allerersten Videoguide zeigen, wie man sich auf unserer Homepage anmeldet, damit man auf die volle Breite der Seminare der bayerischen Unis zugreifen kann. Dazu beginnen wir auf der Startseite von Profilehre Plus unter www.profilehreplus.de. Wir wollen aber uns für Seminare anmelden, deswegen gehen wir recht zügig weiter auf den Reiter Seminare. Sie sehen, dass aktuell 151 Seminare erfasst sind. Diese werden jetzt vollständig geladen, damit die Filter in Echtzeit Anwendung finden. Zur Filterung kann ich aber später noch was sagen. Heute fokussieren wir uns wirklich auf die Registrierung. Ja, wenn man sich jetzt für einen Kurs anmelden will, zum Beispiel hier von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, sehen wir, wir haben Kurse mit freien Plätzen hier, aber der Anmeldebutton ist abgegraut und es ist deshalb, weil ich noch nicht registriert und angemeldet bin. Deswegen klicken wir rechts in diesem Kasten auf Jetzt registrieren. Wir müssen ganz normal E-Mail angeben. Ich nehme jetzt meine Adresse von der Universität der Bundeswehr München und ein Passwort. Weiter muss ich mich mit der elektronischen Speicherung meiner Daten einverstanden erklären. Diese wird in der Datenschutzerklärung nochmal geregelt. Kann ich nochmal draufklicken, mir durchlesen, zurückklicken, abhaken, abschicken und anmelden. Sie sehen, jetzt habe ich eine E-Mail bekommen, sollte ich zumindest, blinken, da blinkt schon auf, Ihre Registrierung bei Profilehre Plus. Ich gehe auf mein Mailprogramm, sehe hier, ja, dass ich die E-Mail bekommen habe mit dem Text, Ihre Registrierung bei Profilehre Plus ist erfolgreich. Jetzt muss man das noch bestätigen, entweder ich nehme Code oder den Link. In den meisten Fällen funktioniert der Link nicht, können Sie diesen Code hier copy-pasten und in das Feld einfügen. Ich klicke jetzt auf den Link. So, Ihre Registrierung war erfolgreich. Bevor ich mich jetzt aber für Kurse anmelden kann, weil ich jetzt hier nur mit der E-Mail-Adresse geführt werden würde, muss ich mein Profil vervollständigen. Solange ich das nicht tue, wird immer dieser gelbe Kasten auf der rechten Seite bleiben. Gehen wir auf Profil vervollständigen, da werden jetzt einige Infos abgefragt. Und da diese personenbezogen sind, mussten wir halt die Einverständniserklärung vorher an den Datenschutz geben. Also ich bin Herr, führe keinen Titel, heiße Alexander Fehr, arbeite in der Seitstraße, kann auch hier meine Wohnadresse eingeben und so weiter. In München, alles was ein Sternchen hat, sind Pflichtfelder, das Geburtsdatum auch. Deswegen, weil wir das für die Zertifikatserstellung später brauchen. Ich bin im Juni geboren, aber ich kann es auch hier reinschreiben. Im September geboren, 24.09.83. Damit habe ich jetzt auch verraten, wie alt ich bin. Telefonnummer und so weiter muss ich nicht. Ich kann auch sagen, an welcher Uni bin ich beschäftigt. Ich bin jetzt in der Tat bei Uni Bayern beschäftigt. Fakultät brauche ich nicht. Ich speichere das Profil. Und wenn dieser Schritt erfolgt ist, kriege ich eine grüne Bestätigung hier oben. Und ab dieser Bestätigung kann ich jetzt auch Seminare buchen. Ich könnte jetzt auch noch für mein Profilbild und so weiter hochladen. Das tue ich jetzt nicht der Zeit halber. Sie können sich aber da noch mal gerne durchklicken und Ihre Daten jederzeit natürlich später auch in dem Reiter Mein Profilehre Plus ändern. So, wir wollten zu Seminaren. Dann gehen wir nochmal in die Seminarübersicht. Die Seminare werden wieder geladen. Sie sehen, das sind relativ viele. Die erste Seite ist sofort da, der Rest kommt danach. Sobald das erfolgt ist, gehen wir wieder auf die KU und sehen jetzt, der Anmeldebutton ist blau. Ich
kann mich jetzt also anmelden. Wenn ich jetzt hier auf Anmelden klicke, kann ich kostenpflichtig buchen für 20 Euro. Ja, das tue ich jetzt nicht, weil sonst der Kollege aus Eichstätt mich auf seiner Liste hätte. Aber wenn ich da draufklicke, kriege ich wie vorhin eine E-Mail, eine Buchungsbestätigung und kann dann mich entsprechend den Weisungen der Uni nochmal das Geld überweisen und dann daran teilnehmen. Der Rest funktioniert dann weiterhin automatisch. Ja, das war's zum ersten Guide. Ich habe es versucht kurz zu halten. Weitere werden folgen. Wir werden noch einen eigenen YouTube-Channel dafür einrichten, damit Sie das jederzeit nochmal nachschauen